Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ja, wir machen uns weiter hier auf die Jagd nach Stellatia. Und ich glaube in Burmecia habe ich noch eins verpeilt und in Schloss Alexandria. Deswegen gehen wir erstmal nach Burmecia. Das liegt da, genau. Und schön gelandet. Und da soll es angeblich bei der zerstörten Fest auf der rechten Seite im zweiten Bereich sein. Gucken wir doch hier nochmal nach. Bei zerstörte Fässer im zweiten Bereich. Das sieht hier irgendwie noch hier aus. Okay, natürlich habe ich die verschwitzt. Das war irgendwie logisch. Und dann noch in Schloss Alexandria. Dann müssen wir das wieder abliefern. Und die 13. Stellatio finden wir dann, wo wir in der letzten Episode in Quans Höhle geguckt haben. So, Schloss Alexandria ist so hier eigentlich unmittelbar in der Nähe. Müsste hier, da ist Dali, ja. Wenn wir bei Dali weg sind, können wir gleich hier, genau, Schloss Alexandria, wenn es beliebt. Oh, das sieht aber auch nicht gut aus hier. Hier sieht es generell überall nicht gut aus. Burmecia ist noch vom Krieg gebeitelt. Alexandria sieht auch noch ziemlich übel aus. Lindblum. Das sieht schon alles ziemlich heftig aus hier noch. Aber hier herrscht noch Leben, so wie es aussieht. Okay. Ich kann gleich nochmal bei der Gelegenheit was kurz checken zwecks Mokri. Aber ich glaube es eher nicht. Ich glaube, da muss ich wirklich zuerst zu dem anderen hier gehen, wie ich das gelesen habe. Gerade nochmal hier eine Glockenturm reingehen. Da endet dann nämlich auch das Magnet hoch. Da hocken sie ja alle beisammen mit Stilzkin und so. Kupo, wie sieht's dann mit dir aus? Nix. Ah, das Geheimnis ums Magnet scheint gelöst, Kupo. An Atura. Alles klar. Danke, Kupo. Alles klar. Gut, dann können wir das ja auch demnächst noch machen. Sehr schön. Castania, die ist über Seilspringen froh. Stilzkin, ich habe mich ein bisschen über den Mokrimilian schlau gemacht, aber was er eigentlich wirklich bezweckt, ist mir immer noch nicht klar. Gut, gut. Dann haben wir das jetzt auch nochmal. Und wir gehen jetzt immer da hier. Wir wollen nämlich zu Schloss Alexandria. Ja, sehr schön. Da kann ich ja das gleich im Anschluss machen. Perfekt. So, wir wollen zum Schloss. Und müssen zu der Raum mit der Neptun-Statue. Der hintere linke Ecke angeblich. So. Die hat wieder Pumperärmchen wie Sau, weil sie den ganzen Tag nichts anderes macht als Kahnfahrer. Und ich denke, beim Wiederaufbau hat die sehr viel zu fahren. Oh, können wir das Schloss überhaupt noch betreten? Oh, verdammte Scheiße. Kommen wir überhaupt noch mal ins Schloss rein? Das sieht nicht so aus. Verdammt, verdammt. Ich glaube, da haben wir echt ein bisschen in die Hose geschissen. So ein Mist. Kommen wir da dann trotzdem noch hin? Raum Neptun-Statue, das ist hier, ja. Hintere linke Ecke. Hier irgendwo. Wäre ja schön, wenn wir das noch hinkriegten. Die hintere linke Ecke. Vielleicht auch hier irgendwo. Hintere rechte Ecke eigentlich. Leo erhalten. Ja, perfekt. Das ist aber nochmal Schwein gehabt. Ich habe schon gedacht, durch die Zerstörung von Alexandria hätten wir uns da so richtig ins Back geschossen. Und könnten die jetzt nämlich Eisacker. Ja, wir wollen wieder in die Burgstadt. Das war jetzt auch nur kurze Erholungspause für dich. Aber wir haben es gepackt. Ja, Gott sei Dank. Zum Glück war das noch möglich. Sodela, sehr schön. Dann wieder raus mit uns. Und wieder ab nach Treno die 2 Stellatia abgeben. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, du dumm, du dumm. Schön durch die Trümmer hier durch. An der Leid vorbei, an der spielenden Kinder vorbei, die hier aus der Stadt flitzen. Und zurück zu unserer apokalyptischen Mucke. Aber vorher... Quatsch. So. Cancer. Beziehungsweise Cancer, Krebs, ne? Zur Felsbrandung, wo Virgo auf mich wartet, wenn die Sonne am Horizont verschwindet. Können wir uns dann endlich sehen? Erzählung der Stellatia.
Leo, der Löwe. An der Brandung, wo die Sonne vom Meer verschluckt wird, traf ich Cancer. Wir rauften ein wenig und wir fielen beide platsch ins Wasser. Erzählung der Stellatia. Gut. Jetzt will ich wieder in Alexandria rauskommen. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte zu... Nee. Ich will hier in die... Ich will hier nur in mein Flugschiff rein. Verdammt nochmal. Oh na. Wie ist der Kerl? Skeleton. Und weg mit dir, du Knochenhaufer. Bäh. Was lungern hier Untote um Schloss Alexandria rum? Oder generell um die Burgstadt? Geht's noch? So. Dafür gibt's auch eine Skeleton-Karte. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, hier. Genau. Zack. Und hier wieder ab noch Treno. Müssen wir die Dinger nämlich, wie ich das gelesen habe, zuerst abliefern. Und dann schickt sie uns zu der 13. raus. Und da müssen wir dann nochmal in Quans Höhle reingehen. So. Extra für uns wieder die Tore auf. Das kann nicht schaden, die Tore hier geschlossen zu halten, während dort draußen der Punk abgeht. Weil jetzt durch den wiedergekehrten Nebel ist halt doch auch viel im Arge. Sodela. Wenn überall Monster rumlungern, ist ja nur logisch. Da würde ich die Tore definitiv abgeschlossen halten. So, Baroness, das ist für dich? Ja, ich habe die Leo Stellatio für dich. Bitteschön. Da aber schwebt sie hier. Perfekt. Da freut sie sich wie Zaun, zwitschert wie noch was und wir kriegen 30.000 Gildo dafür. Nicht schlecht. Was gibt's für Krebs? Im Leben gibt's ja Krebs meistens leider nur der Tod. Aber viele oder einige Leute haben auch wirklich Glück und besiegen das. Da habe ich absoluten Respekt davor. Die Kaiserrobe, ja perfekt. Sehr schön. Da muss ich das auch noch bei der letzten Schmiede machen lassen. Ich glaube, die Kaiser, ja, Schattenrobe und Heiligenrobe haben wir nämlich auch. Die hätten wir dann zur Kaiserrobe schmiede können. Okay, mir in die Kaiserrobe Anti-Reflex und konzentrieren. Das müsste dann doch was für Lilly sein, ne? Genau, das kann die dann auch konzentrieren und Anti-Reflex. Perfekt. Gucken wir doch gerade mal rein. Ability. Anti-Reflex und konzentrieren hätte ich nämlich ganz gern geguckt. Steigert die Kraft der Bestia mit anfeuern. Okay, das war das. Anti-Reflex. Neutralisiert Reflex und ermöglicht die Ausführung von Zaubern. Ja, das ist natürlich perfekt für Vivi dann. Steigert Effektivität der Zauber. Saugut. Saugut. Die ist ultra praktisch. So, wie sieht's ja jetzt aus, Zwitscherkönigin? Das sind irgendwie zu wenig. Der Gerüchte noch, die uns zu Ohren kommen, sind es derer Stellatia 12. Aber warum spielen wir nur diese innere Leere? Weil noch einer fehlt? Das ist es, so muss es wohl sein. Es gibt ohne Zweifel noch eine 13. Stellatio, die lediglich in Vergessenheit geraten ist. Verzeiht mal Aufdringlichkeit, Baroness, aber die Gravure auf der anderen Stellatia geben vielleicht Aufschluss über die 13. Und dann ist es klar, was wir zu tun haben. Ich übergebe ihm vorläufig alle Stellatia und mit deren Hilfe bringe er mir so dann die 13. Die Stellatia wurden dir aufgedrängt. Okay. Gut. Na dann. Gehen wir nochmal raus. Und suchen bei Quans Höhle die 13. So, dann haben wir nämlich das Ding, was uns dann die erweiterte Schlusssequenz am Ende von Final Fantasy IX bietet. Das ist natürlich richtig gut. Wie gesagt, wir können das Ding, was wir dann kriegen, können wir zusammen mit dem Jadestein, war es glaube ich, zu einer Blechrüstung machen lassen. Und es wäre Steiners beste Rüstung im Spiel. Aber, nee, das wäre dann leider nichts, weil ich will diese erweiterte Endsequenz haben. Damit ich euch die noch zeigen kann. Die Blechrüstung zeige ich euch aber trotzdem noch. So, weil du kann man dann vor dem Gebiet, denke ich, abspeichern. Dann gehen wir da einfach dann noch schnell rein, wenn es soweit ist. Und ich zeige euch einfach mal die Blechrüstung, was die kann. So, runter mit dir. Ohne das Genick zu brechen. Und dann hier.
Da war doch früher der Scorpius. Da drunter gibt's hier noch etwas. Ophiuchus. Mein Scorpius und der Virgo haben aufgeleuchtet. Gut, dann war's das. Dann war's das alles. So. Und die ganzen Dinger sind alle in der Sternzeichen. Nur der letzte ist kein Sternzeichen, weil es gibt ja nur 12 Monate, 12 gibt ja auch entsprechend nur so viele Sternzeichen. Warte mal. Ja, Aquarius ist der Wassermann, Aries ist der Widder, Cancer ist Krebs, Capricornus ist der Steinbock, Gemini sind die Zwillinge, Leo ist der Löwe, Libra ist die Waage, Ophiuchus steht hier lateinisch Schlangenträger. Dann Pisces sind die Fische, Sagittarius ist der Schütze, Scorpius ist der Skorpion, Taurus der Stier und Virgo die Jungfrau. Moment, da wollte ich jetzt aber trotzdem mir das Ding doch durchlesen. Du hämmern zum Schluss nochmal. Was gestern war und morgen ist ungewiss, aber Virgo und Scorpius haben sich ist alles, was sie haben. Aufzeichnung des Schlangenträgers dann anscheinend. Ja gut, dann hämmern wir nochmal alles. Aries sind 12 Kameraden. Um die Seele der Virgo zu finden, überlegten wir. Und so ging Aries auf Reisen gen Osten. Ein Geschenk für Virgo. Er durchquerte Berg und Tal und fand nachts am Himmel hell erleuchtet den Nordstern. Am Flussufer überlegte Gemini, von hier singe ich mein Lied. Nicht wissend, wo du bist, hoffe ich, dass du mein Lied erhörst. Zur Felsbrandung, wo Virgo auf mich wartet. Wenn die Sonne am Horizont verschwindet, können wir uns dann endlich sehen? An der Brandung, wo die Sonne vom Meer verschluckt wird, traf ich Cancer. Von hier, wir rauften ein wenig und wir fielen beide platsch ins Wasser. An der Brandung der untergehenden Sonne murmelte Virgo, ich hege nur einen Wunsch, ich möchte die Zeit jetzt und hier mit dir verbringen. Libra war schon immer ein Trotzkopf. Wenn die Sonne im Osten aufgeht, rennt Libra Richtung Westen. Fraglich, ob Libra je Virgo antreffen wird. Scorpius ist ein Angsthase. Er ist ein Schatten seiner selbst, aber ab heute wird alles anders. Sagt's und geht einen Hügel hinauf. Eine kalte Meeresbrise wehte dem Sagittarius gegen die linke Wange und seine Suche nach Virgo scheint kein Ende zu nehmen. Der Capricornus ist ein hektischer. Er rennt zur Sonne und hat er sie einmal erklommen, macht er auf ihr ein kleines Nickerchen. Aquarius bildete das Schlusslicht. Und als er endlich dort ankam, ließ ihn die Frage nicht los, wer hat denn nun Virgo geküsst? Da antwortete Pisces, das kann dir der da erzählen, geh ihn doch fragen, wenn du willst, er ist der Auserwählte. Was gestern war und morgen ist ungewiss, aber Virgo und Scorpius haben sich, ist alles, was sie haben. Okay, damit hätten wir jetzt alle nochmal der Reihe noch, wie sie durchstehen, vorgelesen. Und dann übergeben wir das Ding doch mal direkt an die Baroness. Dann kriegen wir nämlich unseren letzten Abschlussgegenstand. Und damit haben wir zum Schluss dann die erweiterte Schlusssequenz. Freut mich dann auch, dass wir das noch hinkriegt haben. Einfach um euch hier alles zu bieten, was storytechnisch funktioniert und was noch so geht. Wie gesagt, das soll ein Let's Play sein. Das ist ja hauptsächlich zur Unterhaltung gedacht und nicht erstmal hier jede Sidequest abschließen als Walkthrough. Aber ich finde doch, das gehört doch irgendwie dazu, damit man am Schluss alles sieht, was hier möglich ist im Spiel, damit man auch bei der Schlusssequenz einfach nochmal alles hat. Sodele. Dumm. Nee, Quatsch, du nicht, sondern du rum. So, all die Zwitschertante, jetzt kriegst du schon nochmal alles. Bitteschön. Na, ja. Oho, ihr bringt uns auch noch die letzte Stellatio, die Ophiuchus. So gibt sie uns zusammen mit der anderen Stellatio, die wir euch geliehen haben. Oh, du kicherst so hinter ihrem Fächer rum. Und jetzt sind alle Stellatia nacheinander wieder an ihrem Platz. Perfekt. Dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Und gut. Oh, ja, Belohnung erhaltet ihr von unserer Dienerin. Hammer erhalten. Trophäe erhalten in Kupfer, bare Münze. So. Da ist noch ein Tafelbruchstück. Huch, neu erschienen hier. Todesmutiger im südöstlichen Teil des äußeren Kontinents auf der Halbinsel Quentes sei tapfer.
Erfahrener Kämpfer im nordöstlichen Teil des Kontinents des Nebels auf hoher Ebene von Alexandria. Dort tritt in Erscheinung. Waghalsiger mit eisernem Wille, erforsche denn im zentralen Punkt der Meere, sei auf der Hut. Du, dessen behutsamen Herzens auf dem sagenumwobenen, vergessenen Kontinent in der südlichen Chades-Schlucht, beschütze dich. Das scheinen wohl Hinweise auf die Hinweise zu sein auf die Felsspalte oder Meeresschätze, die man mit Schoko holen kann. Ja, Shibo haben wir hier jetzt einmal vom Großvater Josef, also einer von den Kaffee-Hammer auf jeden Fall. Gerade mal gucken, Hammer. Bei den wichtigen Gegenständen ist er nicht. Hier haben wir auch nirgendwo dabei. Zidans beste Waffe haben wir auch schon. Lillys beste Waffe haben wir auch schon. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt sich befindet, der Hammer. Automatisch. Gucken wir nochmal hier in unserem Inventar. Da ist er doch. Hammer. Sehr schön. Zinnas Hammer. Der von der Tantalus, der Bayer. Denn sein Hammer haben wir jetzt gefunden. Sehr schön. Gut. Dann haben wir ja auch noch von Kupo nochmal einen Brief gekriegt. Und an Atura ging der, wenn mich nicht alles täuscht. Und die findet sich in der Schatzkammer von Burmetia. Das heißt jetzt erstmal auch wieder da hier. Damit man das Mognet auch nochmal lösen können, weil unser Probleme scheint sich auch gelöst zu haben. Ich gucke aber vorsichtshalber doch nochmal in der Wüstenpalais-Reihe, weil dort soll angeblich das weitergehen. Ich muss gerade nochmal gucken. Also laut der Liste, die ich da gefunden habe, soll das dann angeblich noch dem, was ich da gemacht habe, im Wüstenpalais weitergehen. War der nicht hier? Der war hier irgendwo, der Wüstenpalais. Da konnte ich dann über den nordwestlichen Teil eintreten. Das muss dann der hier gewesen sein, ne? Gucken wir da gerade mal, ob wir so in die Wüstenpalais nochmal reinkommen. Oder ob uns der Weg verschlossen ist. Nee, so kommen wir mal nicht mehr rein. Okay, wir gucken gerade nochmal auf der Karte. Wüstenpalais. Okay. Also ein bisschen weiter im Süden muss das sein. Gucken gerade auf unserer Karte. Ah, ne. Andere Richtung. Hier irgendwo. Die müssten wir jetzt eigentlich direkt draufstehen, ne? Guck mal, dann hier jetzt nochmal in den dämliche Wüstenpalais rein. Ich überlege gerade. Nee, da kommen wir nicht rein. Und so drüber auch nicht. Na, hier treffen wir leider nur Gegner. Hier! Die kennen wir noch aus Terra, die Viecher. Die sind jetzt anscheinend auch hier in Gaia. Und fühlen sich wohl auch hier heimisch, die Mistviecher. Oh, die Ultima-Waffe von Zidane sieht aber ultra geil aus. Oh, Steiner ist tatsächlich noch ein bisschen verletzt von seinem Kampf gegen den Behemoth. Kommt sie dann schnappen da? Boah, 5400 Schade und diese Waffe ist ja echt der Hammer. Sehr geiles Teil. Okay. Also ich bezweifle, dass wir hier noch in den Wüstenpalais kommen. Okay, hier kann man auch keine 2 Meter Larve, ohne auf irgendwelche Monster zu treffen. Huch! Die Jausepriester mal wieder. Die haben es auch wieder hierher gepackt. Aber das sind sie mit einem Schlag machbar. Ausgejaust. Baldrian. Im Zustand Neurose auf. Könnte man auf sie dann schmeißen. Ja, aber die Jausepriester überleben das nicht lang. Ist eine gesunde Mischung aus Gegnern, die sowieso in dem Terra hervorkommen und Monster aus Terra. Okay, Vivi hat noch ein Level gekriegt. Das ist ganz gut. Okay, ja. Ich glaube, du reißen wir nichts mehr. Deswegen wieder ab nach Burmetia. Sodala. Und ich glaube auch, der Wüstenpalais können wir nicht mehr betreten. Ich denke, das ist jetzt tatsächlich ein Gebiet, was wir nur einmal im Spiel betreten konnten. Aber da hat man doch, glaube ich, alles. Aber ich glaube auch, dass die
ganze Sache vom Mognet jetzt einfach so nochmal aufgenommen wird. Ich hoffe, das funktioniert, weil die Briefe, die wir jetzt kriegen, können wir ja nach wie vor weiterleiten. So, also ab zur Schatzkammer in Burmetia. Das ist halt wieder ganz am Ende. Das heißt, wir müssen jetzt wieder durch das ganze Gebiet von Burmetia laufen. Und ich hoffe doch, dass hier keine Gegner mehr sind, die uns auflauern. Scheiße, es sind natürlich noch welche da. Das war ja logisch. Aber es sind die stinknormale Burmetia-Gegner. Oh, sie hat nochmal schnell geheilt, aber Steiner regelt das. Sehr gut. Okay. MP 50% wurde von Vivi gelernt. Können wir bei der Gelegenheit auch nochmal glatt dir noch ein Baldrian geben. Und dann nochmal bei Vivi reingucken. MP 50. Das wurde hier gelernt. Okay. Dann gucken wir nochmal, was Vivi noch lernen kann. Ja, immer Reflex ist vielleicht auch nicht so verkehrt, aber Segen ist, glaube ich, geschickter. Das kann er auch schnell lernen. Segen brauchen wir sowieso, wenn wir zum Schluss gegen den optionalen Boss, gegen den Jadis kämpfen wollen. So, hier sind wir jetzt durch schon. Jawohl. Da kommen wir hoch und Schatzkammer müsste dann 8 Dos sein, ne? Ah ne, Quatsch, da war nur das. Das heißt, wir müssen nochmal den Raum hoch. Und kommen wir da rüber. War das so? Ne. Da war das der andere Raum. Kriegen wir alles noch hier. So, genau hier. Aber Burmetia ist auch einfach nur richtig cool gemacht. Gut, Schatzkammer, die war dann hier, soweit ich das noch weiß. Das müsste doch sein. Genau, Artura, du kriegst was vom Mognet. Bitteschön. Ein Brief von Kupo. Was wohl da wohl drin steht, Kupo? Also, ich habe gehört, dass der Grund für die Auswahl vom Mognet irgendein Problem mit der Maschine dort sein soll, Kupo. Da hat man gesagt, das sei eine besonders empfindliche Maschine, Kupo. Und es soll etwas fehlen, was zum Antrieb von der Maschine unbedingt nötig ist. Daher können auch keine Briefe mehr zugestellt werden, Kupo. Wenn die Maschine also wieder geht, kommen dann wieder Briefe, Kupo. Und? Nix, oder? Damit scheint wohl das Rätsel um das Mognet gelöst, Kupo. Gib es doch mal bitte an Momo. Ja, gern. Danke, Kupo. Weil jetzt kümmern sie sich um die Lösung von dem Ganzen. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, nachdem ich jetzt hier gespeichert habe, machen wir die Clay-Quest noch morgen weiter. Auch wenn die jetzt nicht unbedingt nötig ist fürs Ende oder für irgendwas Tolles anderes, was wir als Bonus kriegen. Aber ich will das einfach nur gemacht haben, weil wir die ganze Zeit hier mit dem Mognet unterwegs waren. Und weil wir immer so schön die Briefe zugestellt haben, dann wollen wir das jetzt auch, oder will ich zumindest, das Ganze noch bis zum bitteren Ende durchgezogen haben. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.